Bevor wir die Schwelle zum Sonntag überschreiten, schauen wir in einem Augenblick der Stille zurück auf die vergangene Woche. Ich schaue auf das, was gewesen ist. Die Bilder, die von den vergangenen Tagen zurückgeblieben sind. Die Stimmen und Klänge, die noch in meinen Ohren und meinem Herzen nachklingen. Meine Sehnsüchte und meine Hoffnung, meine Angst und mein Bitten. Gott,
Du Herr der Zeit und unseres Lebens, wir bringen dir diese Woche zurück, die wir aus deinen Händen empfangen haben. Dank sei dir für die Menschen, die uns begegnet sind. Dank für die Kräfte, die du Leib und Seele gegeben hast und für alles, was gelingen durfte. Wir denken auch an das Schwere, das wir in dieser Woche zu tragen hatten. In deine Hände legen wir es zurück. Du, Gott, trage die Lasten mit uns. Erfülle uns mit deiner Liebe und deinem Frieden. Und so beten wir. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.
Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat nicht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht geschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Herr unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir am Haus der Kerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht wie der Schein sein, der unserer Sonne, die uns an deinem Tag immer noch aufstrahlt.
nächste Tag, lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Schwestern und Brüder, so beginnt mit diesem Abend der Tag des Herrn, der erste Sonntag nach Trinitatis. Wir heißen ihn in Freude und Frieden willkommen. Diese Woche steht unter dem Thema Apostel und Propheten. Der Spruch, der uns durch die neue Woche begleitet, steht im Lukasevangelium im 10. Kapitel. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Das Evangelium für den Sonntag lesen wir im Lukasevangelium im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen und wird nun hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest aus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Amen.
unbegreiflicher Gott, die Himmel können dich nicht fassen, und doch kommst du uns nahe in deinem Wort. Hilf, dass wir deine Stimme unterscheiden von den vielen anderen Stimmen, die auf uns einreden, damit unser Leben dir gehöre, getragen und geformt von deiner Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und nun bitten wir dich, Gott, für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl austeilen und empfangen. Lass sie die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Herr, wir warten auf deinen Tag. Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du lebst und Herr bist in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig Dank. Es segne und behüte uns der gnädige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.